Am 27. Januar 2016 stellte die US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, kurz HRW, ihren Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte vor. Dieser wurde von den verschiedensten Leitmedien aufgegriffen, unter anderem vom Schweizer Radio SRF 1 am 19. Februar. SRF 1 ließ Kenneth Roth, den Direktor von HRW, zu Wort kommen. Roth gab an, eine Verschlechterung der weltweiten Menschenrechtslage in 3 Etappen zu beobachten, allem voran in China und Russland. Die Missachtung der Menschenrechte durch diese mächtigen Staaten sei immer krasser geworden. Was in Moskau und Peking passiere, führe in anderen Hauptstädten der Welt zur 2. Etappe der Verschlechterung. Wie von einem Virus infiziert, weigerten sich zum Beispiel andere Staatschefs abzutreten oder sie manipulierten die Verfassung, um an der Macht zu bleiben. Besonders tragisch sei jedoch die 3. Anti-Menschenrechtswelle, die jetzt in Europa anrolle, erklärt Roth. Der Ansturm von Flüchtlingen, aber auch die jüngsten Terrorattacken führten dazu, dass rechtsstaatliche Prinzipien geopfert und der Anspruch auf Asyl bestritten würden. Kurz, Roth lehnt es ab, Menschenrechte gegen nationale Interessen auszuspielen. Es gebe kein Entweder-Oder. Doch sind die im Schweizer Radio SRF 1 geäußerten Anschuldigungen Roth gegen Russland, gegen Bürger mit Nationalbewusstsein, wie zum Beispiel aus Polen oder Ungarn, und sogar gegen die Schweizer Durchsetzungsinitiative wirklich gerechtfertigt? Dazu muss zuerst einmal festgestellt werden, dass Human Rights Watch durchaus nicht als neutral eingestuft werden kann. Im Mai 2014 haben die Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel und Mairead Maguire sowie über 100 US-amerikanische und kanadische Akademiker Human Rights Watch aufgefordert, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um ihre politische Unabhängigkeit zu wahren. Wichtige Vertreter von HRW würden über enge Verbindungen zur regierenden Demokratischen Partei der USA, zur US-Regierung und sogar zum US-Auslandsgeheimdienst CIA verfügen, heißt es in einem Schreiben. Als einen weiteren Hinweis auf die zweifelhafte Neutralität von Human Rights Watch kann gesehen werden, dass auf der Webseite von HRW die Stiftung Open Society Institute, heute Open Society Foundations, von US-Milliardär George Soros als Partner aufgeführt wird. Gemäß Zeit Online vom 7. September 2010 soll Soros an Human Rights Watch die Rekordsumme von $100 Millionen gespendet haben. Und dies wohl kaum gegen die eigenen Interessen. Spekulant Soros hatte das Open Society Institute 1993 gegründet, um nach Auflösung der Sowjetunion die Idee von der sogenannten offenen Gesellschaft zu propagieren. Dies ist ein Gesellschaftsmodell aus der liberalen Tradition, das kulturelle Veränderungen ermöglicht und den Nationalstaat lediglich als momentanes Übel sieht. Diese Spur lässt sich durch alle Tätigkeiten von Soros mit seinem Netzwerk an Stiftungen in über 50 Staaten verfolgen. Nationale Grenzen und Souveränität sollen aufgelöst und Regierungen, die sich diesem globalen Plan widersetzen, bekämpft werden. So äußerte sich Soros am 30. Oktober 2015 gegenüber der US-Nachrichtenagentur Bloomberg in Bezug auf die Flüchtlingspolitik Ungarns. Zitat: Orbáns Plan betrachtet den Schutz der Landesgrenzen als Ziel und die Flüchtlinge als Hindernis. Unser Plan hingegen betrachtet den Schutz von Flüchtlingen als Ziel und Landesgrenzen als ein Hindernis. Zitat Ende. Ein ungarisches Nachrichtenportal kommentierte diese Aussage von Soros folgendermaßen: Er habe damit eindeutig zugegeben, dass er die Flüchtlingswelle unterstützt habe, um damit die Grenzen der europäischen Nationalstaaten zu Fall zu bringen. Deshalb verwundere es auch nicht, dass die russische Justiz 2 Nichtregierungsorganisationen, NGOs, des US-Milliardärs George Soros, darunter die Open Society Foundation, für unerwünscht erklärt hat.
Moskauer Politiker werfen Soros Einmischung in die Interessen ihres Landes vor. Sie beschuldigen den 85-Jährigen unter anderem, die Massenproteste und dann den blutigen Putsch im Jahr 2013 und 2014 gegen den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in der Ukraine mitfinanziert zu haben. Die fragwürdigen Verbindungen von Human Rights Watch unter anderem zu George Soros geben eine offensichtliche Antwort auf die Frage, warum allem voran Russland und andere Nationalstaaten, die an ihrer nationalen Souveränität festhalten, der Verletzung von Menschenrechten bezichtigt werden. Liegt es doch im Interesse von Soros und anderen Globalstrategen, jede Regierung, Nation oder Gruppierung, die an einer nationalen Souveränität festhält, mit medialen, politischen, wirtschaftlichen oder sogar militärischen Mitteln zu bekämpfen. Auf diese Weise soll der Weg zu einer neuen, multinationalen Weltordnung unter eine Ein-Weltregierung geebnet werden. Unter diesem Blickwinkel müssen Jahresberichte von Menschenrechtsorganisationen wie der von Human Rights Watch, aber auch der neueste Bericht von Amnesty International mit Vorsicht genossen werden.